Willkommen zurück, Freunde, zu den legendären Schwerprüfungen hier gleich im dritten Abschnitt bei Breath of the Wild. Waffentechnisch, ja, sieht danach aus, als würde es in heißes Gefilde gehen. Auch wegen Chili-Sachen und so weiter und so fort. Wir werden sehen, wenn es soweit ist, aber ja. Noch ein bisschen Gedanken machen, so in Waffen und so weiter und so fort. Vor allem auch, was will ich jetzt machen, zum Beispiel irgendwie Eisgegner auftauchen. Die meisten natürlich gar kein Problem, die kann ich so im Prinzip direkt finishen, weil sie eine Schwäche dagegen haben. Bei, sagen wir jetzt mal, bei einem Ice-Ivarok oder Ice-Rock oder wie die Dinger heißen, wäre es halt ein bisschen schwieriger. Da geht natürlich nichts. Aber sie vielleicht damit trotzdem irgendwie abkühlen könnte. Möglich. Da wäre natürlich noch Feuerlanzen und so. Ja, Eisgroß würde ich jetzt natürlich beim Feuer-Ivarok vom letzten Mal, oder Magma-Rock heißt es eigentlich, hätten auch benutzen können zum Abkühlen, aber ja, mit dem Eisschwert ist es ein bisschen langsamer und so. Und bei so einem Koloss, naja, nicht wirklich. So. Trotz allem, wir haben noch 2 antike Pfeile und ich hoffe, dass nicht mehr als ein Leune kommt, weil wenn ein Leune kommt, der hat direkt einen antiken Pfeil im Face. Da wartet nicht lange. Zack, bums, weg. Jo, wie ich dachte, Eisgebiet. Lass mich raten, ohne Teil hätte ich ein Problem, wa? Jo, hätte ein Problem. Das sind das mit dem Chili. Also man sollte eigentlich nur so viele Chili-Sachen haben. Wir haben uns in die Feuerwaffen. Die helfen in der Hinsicht ja auch. Dann haben wir die Dinge offenbar auch noch. Und ist bei dir etwas? Gut, und die kann ich mir später kümmern. Oh ja, da sind viele, viele starke. Das steht mir vor ein gewisses Problem. Zwei blaue, ja, das ist kein Silberner, aber trotzdem. Mit Silbergegner würde ich direkt einen antiken Pfeil ins Face schießen. Da schmilzt. Ich sehe, glaube ich, eine Truhe. Ich glaube nur der Vater des Wunsches Gedanken war. Nö, es ist eine Truhe. Was gibt's da Schönes? Ich hoffe irgendetwas Geiles. Bombenpfeile. Okay, die nehme ich jetzt in der Hinsicht auch sehr gerne. Ich kann die auch sehr gut gebrauchen. Die blauen sind weniger ein Problem. Beim anderen habe ich ein bisschen schießen, wenn ich ehrlich sein darf. So mir zu weit weg. Ja, Staatsmodul wird hier, denke ich, wieder mal gute Dienste leisten. Und ja, gerade die Waffen. Der natürlich ein Bogen war. Jetzt muss ich ihn eigentlich zuerst ausschauen. Der Bogen sind natürlich in der Hinsicht ein bisschen nervig. Hat aber ordentlich Schaden gemacht.
Ich muss jetzt zugeben, ich hasse es, wenn ich so ein bisschen auf die Lauer liege und so und mich umgucken muss schon quasi wegen, wie kann ich das irgendwie besser machen und so. Was ist denn für eine andere Strategie, aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich das irgendwie besser machen könnte. So, der Bogentyp ist also Gefecht gesetzt, der brennt, ja soll er mal. Das war so ein bisschen sehr einfach. Haben die irgendwie schwer gegen Feuer? Und falls ja, warum? Also, spontan wüsste ich jetzt nicht, warum es irgendwie einen Grund geben fürs Altem-Trio Exelbogen, Alter. Exel-Boomerang. Aha. Sorry, Link, aber ganz vergessen. Kann ich natürlich auch mal weg. So. Ja gut, jetzt haben wir die. Vielleicht sind die irgendwie eingefroren oder so, kein Plan. Habe ich nicht noch... Hä? Ah, jetzt... Hä, wieso ging es gerade nicht? Total crazy. So, war das also noch irgendwie... Ich habe jetzt mal einfriert, wa? Dann waren das jetzt rohe Zutaten, tatsächlich. Dann könnte man ja... Er hat natürlich nichts mehr zum Wärmen, wa? Doof, aber egal. Kein Chili mehr. Nee, 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 nee. Die Frage wäre ja, bräuchte das überhaupt noch? Jetzt Chili, ganz ehrlich. Jo, so ein bisschen länger gedauert, aber dafür relativ problemlos. So kann es mir aus gerne weitergehen. Warte mal, wir hatten schon relativ viele Elemente. Wenn das natürlich Eis ist, dann wird das letzte Gebiet, also sprich nach... Oh, scheiße. Das kommt da jetzt auf mich zu. Dann wird das letzte wohl eher... normales Terrain sein. Könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. Okay, okay. Eigentlich alles überhaupt gar kein Problem. Muss bloß auf die Gegner aufpassen. Kommt einer nach? Offenbar hat keiner Bock drauf. So, genug Zeit zum Gucken. Okay, das ist ein normaler blauer. Wir gesehen haben, die irgendwie trotzdem Probleme mit Feuerpfeilen. Fragezeichen, verstehe ich zwar nicht ganz warum. Ihm noch nicht. Aber sollen wir recht, sondern vielleicht sind es Elementarpfeile generell. Wer weiß. Sind natürlich nicht von hier aus so viele. Es müssen mindestens 2 sein, die ich noch gesehen habe. Mensch, 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 das dauert. Aber hey, wenn es einem hilft, ich meine, da Bombenpfeile, klar, wir haben nur einen gebraucht, aber trotzdem, es war hilfreich. Ich möchte nicht wissen, was er getan hätte, beziehungsweise es ausgegangen wäre, wenn ich anders vorgegangen wäre. Noch eine Truhe, okay. Mit dem könnte man theoretisch sogar anschleichen, wenn es nicht klappen würde. Okay, hier sind die ich gesucht habe. 3 antike Pfeile. Ja, wie gesagt, ich halte mir die auf für Leunen und generell so hilfende Gegner. Ich glaube nicht, dass da so viele kommen werden. Also hoffe zumindest nicht, wenn doch, wäre ziemlich angearscht.
Oh, der kann lange dauern. Sollte ich lieber Feuerlanze nehmen. Was ich auch cool finde. Feuerlanze hat eigentlich kein Feuer mehr, eigentlich jetzt erst wieder. Jetzt ist er weg. Also mehr oder weniger zumindest. Aber trotzdem, die Waffe selbst der Effekt, dass er mich wärmt und so, der bleibt. Finde ich schon nice, muss man so sagen. Oh. Die haben echt Angst vor Feuer? Ist doch krass, wie weit die fliegen, die Bälle, wa? Was ist ein Meteorstab oder was? Jo, ist ein Meteorstab, okay. Knock-Up-Stream nehmen natürlich auch sehr gerne. Ja, komm, warum eigentlich nicht, wa? Ach du Scheiße. Ich habe gesagt, silberne Gegner mache ich direkt so. Da fackel ich nicht lange und das war so einer. Weil die können einem verdammt viel Herzen abziehen. Da habe ich null Bock drauf. Aber sowas von null. Ja, mal gucken. Die Waffe ist weg, das weiß ich, gar kein Thema. So, da wird dem ordentlich eine rübergezogen. Nein! Hui! Alter, wo kam der bitte so schnell her? Boah! Ich bin gerade erschreckt, ey! Er plötzlich hinter mir! Wow, da hab ich gerade gesehen! So. Ah, geht schon, wenn ich mal in Bewegung drin bin. So, jetzt. Ja, also ich will nicht wissen, was mit dem silbernen Gegner gewesen wäre. Ich meine, klar, ich hätte es auch anders mit ihm machen können. Ganz logisch, da hätte viele Optionen gegeben. Aber, nee. Würde mir am besten Willen nicht antun. Das mit dem von hinten anspringen ist schon eine ganz seltsame Fähigkeit. Die funktioniert auch nur, wenn sie will, aber das Gefühl. So. Eispfeile. Oh, yes, baby. Obwohl, war er die überhaupt hier? Das ist eine interessante Frage. Aber eine andere Frage. So, die Zeit nehme ich mir natürlich noch, weil bisher wurde ich eigentlich... Warte mal, als wieder so ein Knock-Up-Stream war. Jo, also das ist ein Knock-Up-Stream, da ist keine Truhe drin. Gut, kann man sparen. Direkt hier wäre natürlich auch nice gewesen, wa? Also steht oben ist mal so ein silberner Typ, ich glaube es hackt. Also mich an den Endboss hier, letzten Leben ist irgendwie ein silberner Leune. Kann man durchaus vorstellen, aber ganz ehrlich, nee. Liga Pfeile rein und tschüss. Vor allem wenn es die letzte Ebene ist, sowieso, weil braucht er eine große Waffen? Nee. Aber wenn er da die krassesten Bestien-Dinger hätte. Aber nö, tun wir nicht an. Ebene 15. Wir müssten bald wieder, ich glaube, die und die nächsten noch. Oh, so einer. Ich dachte gerade, hey, was ist das für ein Teil jetzt?
So. Ist mir schon nochmal sagen. Da ist schon ein Silberner. Leg mich doch am Arsch. Ja, natürlich macht es wenig Schaden, weiß ich auch, aber was soll er sonst machen? Der Innen stört sich gar nicht daran, ihm ist so scheißegal. Oh oh. Nein, schon wieder. Du willst Feuer hier? Mann, ey. Ui, der war knapp. Mann, ich will einen anderen Typen treffen. Was guckst du jetzt? Oh, was geht denn hier ab? Na okay, mach du mal. Tja, Freunde, was soll man machen? Das eine Option war, einfrieren und draufhauen. Warte kurz ab, bis er aufgetaucht ist. Sag mal. Ich weiß, es ist Whisky, was ich hier treibe. Ich mache deswegen Fleischspieß, scharfer Chili-Spieß, wäre eine Option. Ne, erstmal das hier. Hilft doch ordentlich, muss ich zugeben. Oh, jetzt zerbricht gleich, finde ich jetzt nicht so geil. Gut, dann reicht's. Lanze kann mich auch wärmen. So. Und das ohne einen antiken Pfeil, wohlgemerkt, ja? Das hingegen finde ich doch sehr, sehr geil. Also aber dann noch für schwache Waffen dabei. Die mache ich vielleicht noch alles. Brauche ich den hier garantiert nicht mehr. Den auch nicht mehr. Ist alles Müll, genauso wie das hier. So. Ritterschwert mitnehmen. Oh yes. We are knight! Noch 7 Eispfeile. Gut. Die wir auch alle noch. Kann man alles noch so nehmen. Gar kein Thema. So, bevor ich gleich da weiter gucke zum nächsten Typen. Aber natürlich gerade was den Stab hier betrifft. Jo. So geht er auch kaputt. Okay. Rösting. Ja gut, er wollte das eigentlich nicht. Ist auch alles noch in Ordnung. Ich möchte ihn gerne einfrieren von hinten voll einer überziehen. Oh, guck in die falsche Richtung. Muss nachher aber schnell reagieren. Na toll. Hä? Moment, kurz wieder switchen.
Überfall macht grandiosen Schaden, aber ich glaube, vor allem bei silbernen Gegnern werde ich da niemals große Chance haben, da irgendwie silomäßig da drauf schießen können. Die große Chance zu haben, die Hinterrücks überfallen. Ich meine, ja, Stasis ist natürlich eine Option, solange sie noch nicht bemerkt haben, aber ihr wisst, wie lange das dauert. Bei silbernen Gegnern, da ist die Zeit so kurz, aber ich glaube, ich kaum eine Chance. Hey, übrigens noch 2 Feen, war wohlgemerkt. So, kommt bereits. Ich glaube, wir müssen am Bossraum kommen. Jo, natürlich kommt der Fette. Alter, ich hätte mein Ding so gut brauchen können hier. Wobei, ganz ehrlich, warte mal. Ich kann hier fliegen, ich habe noch Feuerpfeile, ich habe Holzpfeile. Bombenpfeile habe ich auch noch, müssen eigentlich auch gut Schaden machen. Dann haben wir den Knock-Up-Streams und die kann er ja eigentlich aufhauen und dann macht er das so beim letzten Mal gut. Schönen guten Tag, wer sind Sie denn? Wow. Glassy Rock. Alles Glassy oder was? Wow. Wer bist du, Glassy? Hallo? Na, siehst du mich? Kuckuck, ich bin's. Der Typ, der dich verarscht. Sag mal, siehst du mich überhaupt? Ja, hier bin ich. Der Trick funktioniert nicht so, wie ich gehofft hatte, wa? Nee, den Trick kann ich mir an die Backe schmieren. Da könnte lustig werden. Ich kann nur noch hoffen, dass ich irgendwie bombenmäßig das irgendwie wegsprengen könnte, rein theoretisch. Nee. Na, auf ihn so gut gebrauchen können, Freunde. Alter. Das tut weh. Oh, er kann, er bringt nichts. Wenn schon, müsste ich ihn einfrieren. Der hält niemals. Ne, der hält nicht lang genug aus. Okay, machen es anders. Schaden scheiße ich jetzt gerade mal. Ah, vielleicht mache ich sogar so mehr Schaden. Ne, glaub's nicht. So. Denn das Teil macht trotzdem ordentlich Damage. Darf nicht vergessen. Ching ching. So. Crazy war, wir hatten, glaube ich, nach der ersten. Ne, warte mal, das war bei der mittleren Prüfung. Hatten wir einen Ivarok als Gegner irgendwann. Jetzt hatten wir hier in der Meisterprüfung nach dem zweiten Sektor, also nach 10 oder so ungefähr. Habe ich das so, oder ist das eine Truhe? Warte mal kurz. Ja, hatten wir nach dem zweiten Sektor, also sprich in der im Feuerareal, sag ich jetzt mal, hatten wir auch so ein, ja, Magma Rock. Jetzt hatten wir einen Glassy Rock in der Eis-Ding. Ja, wir haben schon ordentlich viele Ebenen gemacht. Ich meine, nächste Ebene, oder nächste Ebenen, müsste wieder neutral sein. Wenn ich überlege, wir hatten bisher neutrale Ebenen, wir hatten Donner, mit Donner hat sie eigentlich angefangen, dann kam Feuer, dann Eis. Wind hatten wir eigentlich schon letzten zu Genüge. Ja, nee, das wäre so ein Magma-Stream. Oder Air-Up oder so, keine Ahnung. Gut, anders glaube ich, als ich eigentlich wollte. Andererseits muss man natürlich auch sagen,
ja, hat ordentlich reingezimmert. Dafür, dass ich nur einen Feuerpfeil gebraucht habe. Nicht schlecht. Ich frage mich eigentlich in solchen Fällen, ob ein Bombenpfeil das gleiche wirkt, weil, ja, so eine Bombe verbrennt die auch im eigentlichen Sinne. Wie war das nochmal? Ich bin fertig? Mit Nerven vielleicht? So, tschüss. Nö, so, aber Leute, da warte ich nicht lange. Da könnt ihr vergessen. Er hatte vielleicht geile Waffen und so, das glaube ich gerne, aber nö. Den Quatsch tue ich mir nicht, für das habe ich antike Pfeile. 3 Stück habe ich also noch. Wenn er noch ein paar Wächter kommen, natürlich auch ein Problem, wa? Vor allem die Fliegenden kommen. Da bin ich echt richtig am Arsch. Ich hoffe mal, dass der Erholungsraum, der jetzt hoffentlich kommt, der kommt auch, sehr schön. Ich habe sogar 3 Feen. 3 Feen vor allem, ich habe 3 Feen hier, geil. Eben 18. Hä, aber es hat nur insgesamt 23. Die letzten irgendwie viel kürzer. Ich muss mal kurz nachgucken, wie viele Ebenen überhaupt hat. Ja. Danke, Fee. Kommst du jetzt mal runter? Da sind die Fische riesig da drin. So. Ich hoffe ja nicht, dass ich die Feen brauche. Bisher habe ich keine einzige gebraucht, aber hey. Meisterprüfung und so. Obwohl, muss auch sagen, also ein Feuerteil, ein Eisteil, hat mir gar nicht mal so schlecht angestellt. Vielleicht zum ersten, zum Donnerteil. Der war schon ein anderes Kaliber. So. Holzpfeile. Okay. Dann mal gucken. Haben wir noch irgendwas für unsere Ausrüstung zum Upgraden? Königsbogen. Wenn wir es auch mal nötig haben. Königsschild. Okay, jetzt habe ich echt Angst. Königsschwert war sowas von klar. Wohlgemerkt, Freunde, nur mal so ganz nebenbei. Coole Waffen und so, gar kein Thema. Immer ein bisschen königlich. Schild ist sowieso kein Problem, weil, ja, wenn es zerbricht, ist aber jetzt eigentlich genug. Kein Rüstungsupgrade. Ich habe noch nichts für den Kopf. Finde ich nicht sehr nett. Nö. Da lebt noch. Was ist denn das für ein Scheißfisch? Toll, dann ist er weggesprengt. Ja, super. Das heißt nur 2 Maxi-Barsch. Ich nehme aber jetzt mal an, dass es hier auch noch ein paar Dinge gibt. Dann gehe ich davon richtig aus. Wie viele Waffen, ey. So. Und noch mehr als 2 Äpfel. Hallo? Ah, hier ist er hingeflogen. Okay, das ist schon her. Ist nicht in die Luft aufgelöst. Never ever. Ja gut, noch ganz kurz kochen, das muss auch noch sein. Was haben wir jetzt hier? Maxi-Barsch. Ich mache jetzt hier absichtlich nur das Minimum. Ja, mache nur so. Und zwar aus dem Grund. Maxi-Barsch über das Maximum hinausfüllen. Natürlich, je mehr Maxi-Barsch ich kombinieren würde, desto mehr über das Maximum hinaus. Bringt uns aber nicht sehr viel, da wir ja sowieso fast volle Herzen haben. Also bringt es eigentlich mehr, wenn ich es so versuche. Oder weil ich es versuche, einfach mal mache. Dann habe ich nochmal einen in die Hand. Hier habe ich einen Vorbewegungsgeschwindigkeit, keinen Rüstling, brauche ich ja eigentlich auch noch. Deswegen mache ich jetzt mal den hier. Ja, Zutaten werden rar. Maxi Fischspieß. Genauso gut. Noch sehr, sehr viel hiervon. Das wird doch ganz geil. Warte mal, Ausdauer bringt natürlich jetzt nicht viel. Scharfer Chili-Fisch. Wir werden es sowieso nicht mehr brauchen, also nehmen wir es direkt mal jetzt. So, den auch mal.
Jetzt habe ich noch 3 mit voller Heilung plus 2 Herzen. Ich habe 5 Feen insgesamt. Also jetzt muss ich mit dem Teufel zugeben, wenn ich jetzt noch verliere. So. Wir haben noch für die Rüstung. Um die Abwehr noch weiter zu boosten, das müsste eigentlich Stufe 2 geben. Nö, scheiße. Okay. Ein bisschen giert. Ja, ich habe eigentlich gute Waffen. Ich habe sogar noch 3 antike Pfeile für die letzten paar Ebenen. Warten kann ich eigentlich warten? Ja, natürlich. Jetzt ist keine Zeit dafür. Was ist denn überhaupt Zeit? Wenn wir die Zeit selbst keine Zeit ist, wofür dann? So. Freunde, sagen wir mal vielen Dank fürs Zusehen hier bei Breath of the Wild. Nächste Folge werden wir dann ziemlich sicher das Ganze beenden. Nee, werde sowieso so machen. Denn wie bereits erwähnt, wir sind jetzt bis hierhin gekommen. Wir haben alles gesehen, also auch wenn die nächste Folge wieder mal abkratzen soll. Was heißt wieder? Das erste Mal eigentlich. Also komplett ab. Nee, stimmt, ich bin schon mal Game Over gegangen. War zwar im ersten Gebiet. Also die ersten 3 waren noch nicht so wild. Trotzdem, sollte wieder mal komplett Game Over gehen, dann geht es hierhin zurück und zeigst du von hier an. Also bis hierhin ist alles offscreen. Den Rest zeige ich dann wieder. Und ja. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich schätze mal, es werden Leunen kommen, es werden Silbergegner kommen, es werden Wächter kommen in allen möglichen Farben und Formen. Es wird lustig. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.